Torchet, let's go, Fortnite. Let's go. Spielst aber gut, hä? Spielst gut. Ist zusammen. Popo. Ich höre dich nicht. Wieso hört du mich? Ist nicht? Hallo. Hallo. Jetzt hörst du. Bist Oh, du jetzt. schön? Ich habe es ja gesagt. Nein, Markiert. Hast du markiert? Kommunikation, Schatz. Kommunikation. Das ist Kommunikation, ich habe es markiert. Ich lande jetzt in die Wo? Da? Oh mein Gott, selber wehtun. Laufst.
Wieso? Jetzt große Tank vielleicht. Was machen die Hundeknochen? Hm? Was machen die Hundeknochen? Es ist wie eine Bombe, aber es ruft auch so eine Ding, so einen Hund. Nimmt doch. Willst du das mitnehmen? Ja, ich habe 6 kleine Tanks. Was wird das schon? Aber wir können sonst da. Okidoki. Wo schauen? War nicht durchsteht. Da vorne bin ich.
the fuck? Aklım kardeşim. Ui, tot. So eine Hunde. Warum Spiel einfach das? Ah, dort kann ich gehen. Schon tot. Ja. Kannst du auswählen. Weg. Ja. Was machst du? Konzentration! Ja. Ja, stell mal. Da steht noch 5 Minuten ohne TikTok oder Instagram. Bin zu weit unten. Nicht unten zu tief. Und komm da. Oh je. Oh. Gehst du auf, oder was?
mich geschossen. So jetzt. Bitte. Ist so eine Bühle. War schon eine. Ach, ja. Keine Erfahrung. Noch bessere. Auto kommt. Nimmt der Tank da. Hast du einen? Ja. Blau. Viole. Hast du eine große Tankgranate? Was ist das? Was ist das? Das ist ein kleiner Superman. Achtung, das ist eine Waffe. Welcher große Tank? Bitte raus. Ah, Gegner kommt. Ja. Da hinterm Stein. welcher Stein? Also rennt weg. Los, Superman, Baby! Feuer! Ah, jetzt musst du aufladen, ganz ehrlich. Vergiss immer, dass du... Jetzt musst du wieder nachladen, ja. Ist nicht mehr sauer.
Ich brauche Munition. Für welche Waffe? Ja. Oh nein. Nicht tanzen. Okay. Maschine. Ja. Bin drin. Links. Da gibt's. B. Oh, die Waffe ist gut. Ja, dann. Jetzt eine große dran. Und mit Gewicht. Du bist auf Fahrerplatz. Ah, nein. Ah, du, Achtung, da. Julio! Gut, überfahren. Nochmal überfahren. Zweitens. Aber. Ist noch mal leer, aber ich sehe den nicht. Ah, sehr schön. Oh, was macht da, Kleini? Hallo. Wieso kann ich ihn nicht aufsammeln? Schatz, was macht er? Weiß nicht. Nehmen! Nein. Mit dem kannst du ein bisschen fliegen und so komische Sachen. Bist du zu mir gekommen? Ja, wie? Was du ihn nimmst? Kannst du es machen? Keine Ahnung. Nimm ihn und guck. Jetzt? Keine Ahnung. Was macht er? Ich weiß nicht. Oh. Guck mal, X. Ui. Ah ja, aber siehst du, hast so zwei Dings. Die Dinge, die um dich herum im Kreis sind. Du kannst nur ein, zwei machen und dann ist.
Genug Munition vor allem. Hm? Munition, Ja. wie viel Ja. hast du? Ja. Gegner da vorne. 42. Oh. Wo ist Kollege bei ihm? Schlosserhund. So. Ist immer noch jemand von? Ah, es ist im Ding drin. Bettige so. Geht oben drauf. Voll getroffen. Auf einen sind noch mehr Gegner. Ja. Oh shit. Ich bin tot. Das geht. Komm schon! Sehr schön. Der hintere, Achtung. Das ist Ah, das ist schon aufladen, das scheiß Ding. Sehr schön. Ja, ja. Meine Karte holen, Schatzi, Schatzi. Da vorne. Oh nein, 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 nein. Moment, zwei. Ja. Immer mal runterladen. Mhm. Internet so schlecht. Immer.
Tamam. Ne yapacak şu anda? Oh, kleine Superman Baby. So, Hank. Hä? Tabu. Tot. Auw. Lekker knap.
Geçti geçti. Gegangen. Nicht nur von den Sportschöpfer. Der große Bank auf Sportschöpfer. Es ist lustig. Miau, 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 miau. Oh, jetzt fast so. Kaputt machen. Dann musst du gerade da vorne für die Zone.
Hallo! Hat doch niemand der Grund. Das sind zwei, Schatz. Eieiei. Atbuch hilft, ich bin down. Ist du? Die Kollege ist auch down, er holt ihn wahrscheinlich jetzt auf. Hey. Nachher kannst du keinen Knochen darüber schießen. Du kriegst du ab. Und tschüss. Oh. So, wait. Ja, das ist jetzt zu zweit. Da ist schon Woche. Keine Ahnung gehabt. Jetzt bin ich markiert, da blau. Jetzt. In die Stadt. Ab da im Gebäude.
Ekel. Das ist ein Portal. Was ist das? Äh, mehrere Dinge. Also, so, Schatz. Ein Getränk. Ich das? Fehler. Der haut ab. Keine Hut. Die Anstich. Back to the car.
Heldenkiste. Dankeschön. Fliegen. Weiter gegen das Ding. Einer down. Einer tot. Einer auch tot. Oh oh. Oh, der ist ganz groß. Der ist größer als der andere. Und es hat noch ganz viel Spielerschatz. Achtung. Schieß auf das Ding. Blut! Oh. Wir drücken uns im Auto. Zonenbund, Zonenbund, Zonenbund. Zone. Und zwei A-Kisten, genau. Autobuch. Oh! So, nicht so lang gut.
über uns. Weg. Was machst du? Ist so viel. Du musst geladen haben. Ja, ich mach ja. Wenn du ladest und springst von der Tür. Ein Hund. Jackson, grüezi, wie geht's, wie steht's? Gut, sauber, auch tipptopp. Jetzt mal kurz ein paar Runden in der neuen Fortnite-Season machen. Der Freundin. Was machst du? Aber nachher gehen wir ins TFT. Das Fortnite laggt irgendwie. Ja. Also 4-5 Runden gespielt, macht schon noch Fun. Also besser, also ich finde es besser als Star Wars. Oder Waffen auch. Und halt. Die Map ist okay. Gefühlt Maps, OG-Maps sind immer noch die besten gewesen, aber das ist halt einfach, wenn man gute Erinnerungen hat. Ich komme ja keine Map mehr an. TFT. Team. Oh, wie heißt das Team? Ja, von LOL, von League of Legends. Team, bla 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 bla. Ja. So, wir sind jetzt mal auch in der Stadt runtergegangen. Ja, Teamfight Taktik, genau. Ich habe gestern neu angefangen. Weil Diablo ist gerade ein bisschen boring. Die Season ist bald fertig mit Ja. Ja, ist eigentlich recht weit. Ich kann so viel machen. Und Shooter Games bin ich zu schlecht geworden, bin zu alt dafür. Oh, ich meine, das sind Kisten. Nimm das für dumme Dinge. Ja, das glaubt mir nicht wahr. Ja, muss schneller sein, du. Ja. Ja. Jetzt chillt in der Sauna. Das kommt auch in Welt. So. Ah, daheim. Ja, der Laden chillt auf. Einfach sehr langsam, aber er ladet auf. Man kann sich hier nicht ducken. Das ist nice. Aber weiter geht's.
Oh, jetzt bin ich schneller. Take this one. Aber was auch neu ist, man hat jetzt immer so auf der rechten Seite so ein Superhelden-Level und dann kann man so bestimmte Kisten aufmachen, wenn man Gegner tötet und Level steigt. Das ist nice. Was? Schießt du oder schießt du? Ah. Oh. Doofe. Ah, hat sich richtig viel geändert. Das Goldenes. Ah ne, das ist nur Gold oder dabei. Liege der Dame Schatz. Wenn ich das letzte Mal OG-Zeiten gespielt hat, hat sich das sehr geändert. Auch Events auf der Map. Die quasi. Schade. Da gibt's Loot. Erster Sturm. Munition. Sturmkehr. Sturmkehr. 162. Also ab in die Zone. Nimmst du mit? Zone hat. Ob der Baumeister können wir das schaffen? Jo!
Die haben richtig Tage aus. Ja, aus. Oh, vor mir Gegner. Nochmal eine Flasche zu sehen. Das macht natürlich schade. Naja. Abschied doch das Ding! Jetzt noch so eine komische Karte. Do ano. Oh.
Na komm schon. Können wir den holen. Oh, da vorne holt eine Bombe. Die Ente geht bitte nicht. Oh, Geili. Ja, nur denken. Easy peasy. Macht sie. S. Oh, wieder ein Stückchen laufen schon zum Los. Auto. Und die Camper da vorne. Das ist gut so. Prost, moin. Ja, mit meiner Freundin neue Season zocken. Sachs. Geht's die Wurst? Nehmen wir das an. Ist bald tot. Ganz oft angecampelt. Sehr gut. Nochmal Gegner. Ein Kollege. Sehr schön. Nein, wir sind mit im Dings in der Zone. Wir gehen aufs Dach. Dachschatz. Das ist so. Hä? Oh Mann. Ist aber krass definiert gerade, oder ist nochmal Wettkampf, oder ist einfach immer noch so gut aus. Immer noch definiert. Keine Wettkämpfe mehr.
Aber mein Kopf ist groß. Passt schon. Also jetzt noch 4 Gegner, also noch 2 herrliche Gegner. Steht. Wie wird man eigentlich zu Superman? Ist unser Auto noch da? In der Kampf sind. Einsteigen! Ja. Das laufen sie. Safe spielen. Heute war schon 5-mal bei mir aufregender Tag. Wieso war Polizeiarbeit? Was für der Kopf? So, wieso bewegt es sich wieder zurück? Bewegt. Okay, dann zieht er gut. Das andere Team auch im Auto. Nein! Bleib im Auto! Hey, jetzt sag doch mal! Tschüss. Depois só para Ich will heilen. Der jagen der andere. Keine Schatz. Fuck. Jetzt musst du da holen, Schatz. Jetzt musst du töten. Ja! Gut. Jetzt easy. Ja, jetzt hören wir auf mit dem Sieg.
ist knapp. Ja. Ja, ich glaube. Danke, Urs. Ich habe den Fallschirm bekommen, weil wir gewonnen. Schick. Was essen wir jetzt noch? Das Gondombrüll. Was? Dings. Mais. Den ich gekauft. So ein Roller, den ich gekauft. Du musst nur schneiden und dann. So, Chat, jetzt gehen wir in ein ruhigeres Spiel, wo unserem Herz nicht so weh tut. Mit der Aufregung. Schön ruhiges TFT-Chat. Ja, da habe ich gemerkt, dass Störungen hat. Danke vielmals. Riot. Das müssen wir natürlich. Schnell noch den Titel ändern. TFT. Dann Spieler ändern. Von Fortnite auf TFT. Einmal YouTube gemacht. Twitch machen, weil ich natürlich keine Mods habe, oder? Team 50 spielen. Urs, spielst du überhaupt gerade irgendwas oder ist bei dir gerade Flaute? So, Chat. Easy schön TFT. Bis das geladen hat, gehe ich auf Toilette.
Es geht schon, eigentlich sollte es ganz nett sein, aber allgemein, das Topic hat keinen Spaß. Welche zwei Spiele, Urst? Ranked. So, gestern haben wir es bis Bronze geschafft, Chat. Ziel ist das Gold. Zu holen heute. Shrouded, okay, nice. Ja, das sieht eigentlich auch noch richtig nice aus zum Spiel. Verpackt. Jo, so in Fleischpackung, also so Thekepapier. Gefunden? Ja? No? Du bist doch in der Hand, ich hör's. So doch drauf, Schatz. Grounded ist auch gut. Habe ich, glaube noch nicht gesehen. Was ist der Grounded? Grounded. Survival. Ah, das spielt man, also ist man quasi geschrumpft. Man muss gegen Rieseninsekten kämpfen. No Man's Sky, ja, das ist riesig. So, noch 3%. Let's go, Chat. Ihr dürft nicht auf Timmers Tea Party. Ha! Wir sind natürlich wieder mit unserem fetten Panther unterwegs. So. Was haben wir hier? Und weg. Das soll dem Rest eine Warnung sein. Weiger zweimal. Gehen wir doch mal eine Runde auf Weiger. Da ist eh noch Dingsbums-Runde. Poppy brauchen wir, Zira brauchen wir, Shyvana. Das fühlt sich gut an.
das ist ja richtig nur Schmutz. Die Ruhe vor der Schlacht. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen umstellen hier, aber zackig. Also, Poppy kommt rein. Vorne. Du kommst rein. Du kommst rein. Sie habe ich noch nie gezockt. Ich habe Browser Games, die ganz witzig sind. So, we need Mordecai. Slow Roll 6. Okay. Wo ist auf einer Webseite die Browser Games oder einzeln? Der ist schon auf Stufe 4 hoch. Aber eben, erst 3 Matches kann man easy verlieren, da rutscht man ein bisschen runter. Dann haben wir im Karussell bessere Auswahl. Da hätte er noch die Ult durchbekommen. Beides okay. Perfekt, Mordekaiser bekommen. Nice. Mordekaiser kommt neben Papi. Bei Crazy Game gibt es einige und da gibt es noch Open Front, das wie Risiko. Wie Risiko, nice. Risiko habe ich früher immer als Brettspiel gespielt, die Herr der Ringe Variation. Richtig Fun gemacht mit den Ottifanten! Ja. We need more defense. Mal den hier. Was wie? Also Risiko habe ich früher gespielt, das Brettspiel. In der Herr der Ringe Edition. Ja. Erstes Item von unserem Weiger. Ciao Echo. Das hat Fun gemacht. Das ist ganz ähnlich, ganz lustig. Okay, muss ich mal angucken. Also chillige Games sagen mir gerade richtig zu. Was mache ich mit dem Schwertchen? Okay. Oh, mindestens noch 2 Tränen. Wir brauchen noch Zira.
Zierer fehlt uns noch. Wir verlieren gerade ein bisschen zu häufig, Chat. Ist nicht so gut. Ah, super. Er hat nur Damage. Tötet uns leider auch. Gut, Poppy auf 2. Da ist Zierer. Auch gut. Ja. Weil unsere Defense wird überrannt, Chat. Lecco mio. Leider nichts gebracht. Ja, unsere Defense ist halt einfach zu schwach. Das müssen wir beheben, Chat. Zur Unterstützung unserer Sache. Ah, jetzt habe ich einen Weiger, es gibt dich, Idiot. Ja, Mama. Oh ja.
Ja? No. So, erster Win. Jetzt geht's los, Chat. Wir brauchen einen Bogen. Nice. Jetzt müssen wir Brad, Nico finden. Was ist das? Was ist das, Chat? Noch nie gehabt. Ah, okay. Und so sieht es aus. Ja. Okay, hier mal ein bisschen Rüstung. Gut, unser Weiger macht langsam Damage, Chat. Bräuchte Eichenraufbold. Den sollten wir, glaube ich, aufpacken. Alter, Weiger macht ja fast schon One-Shots. Die Ruhe vor der Schlacht. Ein Weiger, Chat. Oh, noch ein Bogen, eine Träne. Genau für ihn. Können wir irgendwas schon kreieren? Nee. Leider nicht. Die Ruhe vor der Schlacht. Ah, das war knapp, ey. Also knapp eigentlich nicht. Jeder dritte Angriff zusätzlich 130 Schaden.
Nehmen wir mal das. Close, Chat. Fucking close. Nice. Nehmen wir den rein, da haben wir 2 Raufbolde, auch wenn es der falsche ist. Uiuiui. Weil wir müssen ein bisschen pokern. Ja, nachher müssen wir den Trainer rausholen. Und wieder so eine fette Defense-Dicke. Aber unser Weiger one-shottet einfach alles. Okay, fast alles. Oh, hier Trainer. Wir nehmen den. Dann geben wir halt 2 Bogen drauf. Brauchen wir. It works, Chat, it works. Das ist falsche Blade. Brauchen wir nachher bei den Raptoren oder was es auch immer sind in der Season. Du bekommst das. Auf 8 mach wieder Brand rein, wenn wir einen bekommen. Ja. 1, 2 Defense-Sachen wären auch noch nice.
Auch nice. Also eine Trainer wäre easy. Handschuh und Defenser. Bekommen wir das, Chat? Ich denke wenig. Aber wir sind das Top 4. Das heißt, wir sind schon mal gut dran. Wir haben 3 verfickte Schwerter. Why? Oh, das ist ziemlich nervend. Wenn ich ehrlich bin. Alter, geh in deine Ecke. Du hässlicher Tintenfisch. Gut. Gut. Schade. Eine Ult noch in den Ecken rein und wir hätten ihn gehabt. Oh, Mashallah, Mashallah. Können wir einen Brand bekommen? Dankeschön. Und Brand muss auch hier in der Ecke hinten. Ah. Gut. Defense down oder das? Das ist besser als Dawnlist. Da kenne ich mich zu schlecht aus. Sind ja auch. Ja, seit gestern wieder zurück in TFT. Und das hier, keine Ahnung. Gucken, ob das besser funktioniert. Die Jungs nach vorne laufen.
Damit. Der hat ein paar Dreier. Wer mag die Dreier, ne? Chat. Was machst du, Digga? Aber noch verwundt. Oh. Keiner unterschätzt Nico. Wir hauen sie mal rein. Ich sag dir jetzt nicht, was besser ist, ne? Dammit! Ah, wieso hat der? Okay. Ah, nee, der muss noch rausfliegen. Shit. Eieieiei, das wird knappe. Level 9. Kommt die raus. Für Tira und ihn. Kommen wir auf Level 9? Nee. Also hier droppt Money. Okay, einmal schon Money. Nochmal Money. Welchen Idiot verkaufen wir jetzt? So. Und so. Oh. So viel Scheiße. Okay. Es hat gewirkt, Chat. Wir sind Top 3. Das ist schon mal gut. Keine Macht der Welt kann mich aufhalten. Ja, echt nur einen von denen. Hm. Wieso hüpft er nicht hier rein? Close. Ah, damn it. Zweiter Platz, Chat. Ah, hätten wir gegen den gewonnen, wären wir Erster gewesen. Close, Chat. Close. Bronze Nummer 1. Meine Chefin fragen gehen, wenn das Essen fertig ist, ob wir nach einer Runde machen können oder zuerst futtern. Schön Cordon Bleu mit, wie heißt das andere? Ich gehe mal schnell gucken, wie das heißt. Also es heißt Polenta Chat.
Wenn ist das Essen fertig, etwa? Das habe ich vergessen zu fragen. Schatzi! Als würden wir in einem Palast wohnen, ne? Also das Essen ist in 20 Minuten fertig. Das heißt, es reicht nicht, weil eine Runde geht eine halbe Stunde, Chat. Was machen wir? Jetzt 20 Minuten. Was gibt es im Job-Chat? Xbox kann man verwenden. Mm, mm, mm. Kaufe. Ja, besser so, dass ich nichts gekauft habe, Chat. Gibt's ja nur uncoole Sachen. Boah, Chat, jetzt crash gerade der Hunger richtig rein. Zucker geht runter. Wir haben halt schon einen geilsten Skin, würde ich mal behaupten. Ein Kollege von mir hat den hier. Kann man keine Eier mehr kaufen oder so? Saisonal, ist ja Schmutz. Mystisch. Aber dann Garen? Das Taktik? What the fuck? Oder hat man eine andere Währung? Also ich will nur Garen. Spatz. Wir kaufen gar nichts. Können wir hier was craften? Nee, hä? Gibt jetzt keine Eier mehr, Chat. Ich war zu lang raus. Kampfpass. Alles abholen. Ist der cool? Hm. Gratis. Okay, der sieht witzig aus. Der sieht cool aus, Chat. Guck mal, Open Front Punk. Open Front Punk.
Das da. Alter, Leckung. If you want to learn how to play OpenFront, you're in the right place. Here we go! When you first click play, you have to find a nice spot to start in. Just know that you expand a lot quicker in the flatlands than in the mountains. To expand, you just click. But if you click too much, you won't have any troops to defend yourself with. Damn you! With this slider down here, you can control the percentage of troops you send with any click. And with this one up here, you can control how much of your populations are soldiers and how much are workers. Now, what in tarnation are workers for? And with enough of that, you can buy anything. Like, cities can increase your max population by 25,000. Defense posts make it more challenging for your enemies to invade your land. Missile silos allow you to... Now, ports are very important. No, really though. If you have a port and your ally has a port, you will automatically send trade ships between each other, which will give both of you. And the further the distance, the more. Also with the ports, you can build battleships. Battleships destroy your enemies. Now, what the heck do destroyer do then? Well, Bob, just like battleships, you can build them if you have a port. But unlike the battleship, it captures trade ships. And you know what that means? Now. You can launch them if you have a silo. Just right click on your target and... Now the hydrogen bombs are a little more capable, but you can go test that yourself if you like. But hold on quickly because we're not quite done. You want to send a boat? Right click, send boat. You want to send someone an emoji? Right click, emoji, send emoji. You want to send everybody an emoji? Right click, emoji, send emoji. You want to tell people to attack Bob? Right click, mark Bob for extermination. You want to make friends? Right click, make friend. They don't accept? Oh no, my finger slipped. You want to send your friend troops? Right click, send troops. They don't send troops back? Oh no, I dropped my cat on the keyboard again. Hope this helped. Subscribe. Okay. Hört sich noch interessant an. Urs, wie lange geht so ein Spiel? Ja, meine Überzeugung ist ciao. Episode of OpenFront.io. Today, I'm going to be doing a multiplayer tutorial to teach y'all 5 how Minuten you circa, win in okay. OpenFront. This is going to be a beginner tutorial, and we're doing it on the Middle East map. One of the first things you need to do is you need to pick a spawn quick. And we're going to talk about various things with like, why am I choosing the spawn, what's the plan, and stuff like that. You've probably seen some other vids about choosing a green spawn just because it's the best for like expanding quickly. But right here, I'm choosing this kind of area, this little pocket here, because a lot of people don't really realize in OpenFront that distance to other players is like a really big deal. So instead of spawning in this kind of clusterfuck here where there's 3 people who probably just joined the game, I've got this massive area where I can potentially get ahead. The first thing I notice with this start is that I see this guy right here, and also, so you know, I use around 30% at the start. The game is still changing. I had a friend basically do a test when the game was a little bit newer, and they found 30% worked pretty well. I do 30% every couple of seconds. There's a bit of contextual stuff like you see right here. I was trying to keep that basically border open. I do have this lake, so I'm going to go over there. So at the start of the game, I use 30%, kind of do some gaps spread out, and now you're in the early game. So at this point, what I generally do is I wait till I get about 50% of my cap here. You see my population, basically what I'm at, the cap, and my growth rate. So there's some various things with how your population grows. Maybe we'll get into it in another tutorial. But for the start, I generally like to start attacking around 50%, maybe a bit less. I do 50, 40%. I'm going to go for 40% for these bots here. And what I'm trying to do at the start is I want to encircle. The whole reason for encircling is that in this game, I can just be more efficient if I take out bots and surround them.
So you can see right here, I'm basically doing an attack, trying to keep my population more or less around 30, 50%, kind of like that. I'm looking around for basically the targets that I can basically annex. The next thing I'm going to do is when my gold gets up to this point, I really want to be basically getting up early cities because it's just going to be an advantage. And one of the things you saw me just do right there, I offered this guy an alliance because how I'm figuring is that, you know, if you can be really efficient at the start of these games, what can effectively happen is that you can just like outscale people. So with this guy right here, I'm going to do some pressure on this front just to try to cut him off. Basically go for the areas of the map that are the most competitive at this point in time. So I'm going to keep on going here. And I think now I'm going to kick down my attack level a little bit more. A lot of this is subjective. I don't think it's totally figured out yet. I see Niger attacking here. I'm going a little bit below where I should just because I kind of recognize that I'm going to get it back up when that other attack ended. And I'm going for a big annexation here. In terms of kind of like game plans, how I think about it is that if you get early annexations, you generally are going to do better. So also too, what I'm going to do is I'm going to send a boat right here and right here. Well, actually, I'm just going to send one, I guess. I'm going to send two. 1% boats just to try to get a basically better front. And I'm just going to keep on moving. You saw I put down my second city. Generally with city placement, you don't want to stack them. I've seen some new players do that, and it's not really the best plan. This Gaines guy is going really fast, but you can see he's a lot more vulnerable. And the other thing that you can kind of recognize in this situation is that, I'm not going for Chad, I'm not going for Niger, because those are nations. So in this game, there is a difference between bots and nations. So Georgian Legion, Memluk Cluster, the nations, they typically have like a flag. And order of operations for me, I always clear the bots first, and then I go for the nations. And just looking at this game, this guy's going to cut me off. I actually could have been a little bit better there. I'm going to start lowering my tack a little bit more, just because I'm getting a little bit closer to, that. I'm getting, like, bigger attacks sent out, and I can start going for more than one target at the same time. So I'm going to go right here, try to do an annexation on this. I'm actually not going to get it, but that's okay. But I'm going to start going for multiple targets at the same time, picking up the pace. I can go right here, and this is kind of how you want to go for the game. Really, the most important thing with this is your start, or your spawn, because if you get a good spawn, you can just be totally set up for these games. I'm also not totally following my rules in the sense of I'm kind of being a little bit slow. And the other thing I do at the start is I pretty much focus on cities. You know, if I had a position by the sea, I might think about ports, but not going to go for that for right now. Just going to keep on doing this, and I'm going to start making a few more alliances and basically just trying to be in a little bit safer position, right? So I'm starting to get done with my bots, and I'm going to also think about some of these other people here and what makes sense for the best target. So, want to get a few alliances, basically be friends with people. This UN guy, because he's a clan, I'm actually going to ally him, just because I think he could be a bit more dangerous. I'm also, with city placement, I'm going to put a city right here, just keep on spreading things out. I don't want to put him right by rivers, because one of the issues is someone could just boat me. So you see a nation going down there. I'm going to take that, and I'm going to keep on cleaning up my bots slowly and steadily. I've got one more nation right here, slowly cleaning things up. So we are now pretty much out of the early game, and I'm not going to be friends with Niger on that front. And for me, because I'm kind of in this position where, you know, I don't really have like good trade prospects, I need to be pushing, and that's why I'm going straight for cities. If I had like a different kind of border, I think I might consider some other like options. And I think my first target, I think I'm just going to do like a 50% attack on this guy. The kind of contextual thing that I have going here is that I have allied a lot of other people around me. So I don't really have risk. I can fight this guy. I've got more troops. If any of these people break the alliance, which, as I'm sure many of you know, there's consequences to that, I can basically go back. So I am just going to keep on pushing this guy. We got a fight going on.
And he's got a missile silo, and he will potentially outscale me, but my game plan is pretty straightforward. I'm just going to go this way. And you know what? This guy's going down, so I'm actually going to attack here. Do a little bit of this. And this probably isn't the best play, but I feel like I want some of this land. I'm also going to betray this guy and try to pivot here. Because what I see is that when you basically get Trader debuff, you have 50% less effective defense at this point in time. And because this guy went so greedy on what he's doing, he's just in a bad spot. So I have the Trader debuff, but generally in the smaller games, people aren't as good about they aren't as good about like managing like situations. So this guy basically sent out most of his stuff, and now I have a great opportunity to take his stuff. Really in this game, like I would think about how you prioritize targets. The game is really, really city centric. That if you get more cities, generally speaking, you'll do better. So I'm just kind of sitting up, and I'm going to wait for one more big attack to unleash on this guy. Hopefully get most of these cities right here, as opposed to this 8-2 dude. And I've got to challenge this game in that I don't really have ports to scale. So other people can potentially outscale me unless I get access to the ocean, right? So just going to keep on being confident, pushing down this guy. Generally, things are looking all right on this end because I have an edge. The only downside that I've got is that I don't have trade access. So I just need to push Yeah. and after that, I need to start thinking about Yeah. what my next target's going to be. Because I'm likely going to have to Okay. betray someone. And I'm just going to keep on pushing. Generally, no Schnell mangiare. attacks is
Wurst, danke. Und wir gucken jetzt weiter Serie. Das heißt, ich gehe offline. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.